Hallo und herzlich willkommen da zurück bei City Skylines. Ich habe mich auch ein bisschen im Verkehrsproblem angenommen und ich glaube, ich habe da eine akzeptable Lösung gefunden. Und zwar haben wir jetzt zwar noch ein paar kleinere Knoten, aber bei weitem nicht mehr tiefrote. Und das finde ich okay so. Ich meine, dass es da bei so einer kleinen Straße so ein bisschen Stau gibt, das ist ganz normal. Aber ja, was soll's. Ich denke, das Gebäude kann man löschen. Ja. Weil die haben ja genug Kapazität. Die haben Müllreserve recht hoch. Verarbeitungsleistung 55.680 pro Woche. Das ist eigentlich nicht mal so schlecht. Glaub's, ich habe keine Ahnung. Gut, dann da haben wir ja auch noch ein grosses Kraftwerk. Das läuft. Und da habe ich noch ein bisschen etwas müssen umbauen, weil da haben wir einen riesen Stau gehabt die längste Zeit. Und jetzt ist es einfach ein Durchgangsverkehr. Ich denke, das müsste so funktionieren. Wenn ich jetzt da möchte noch mehr Industriegebiete haben, könnte ich dann einfach da eine Einbahnstraße so runterziehen und da wieder unten nur. Und dann gibt das da so eine Art wie einen kleinen Kreisverkehr, wo die dann dort drin rumtuckern. So, das kommt auch weg. Da sind sie noch am Entleeren. Ich hatte die Mülldeponie weg. Die kann man noch weg, ja. Dann haben wir jetzt noch zwei. Nämlich die zwei da, das macht gar nichts. Die sind jetzt nach und die entleeren. Und dann kommt die nämlich auch weg und dann kann man da wieder ein schöneres Wohngebiet haben. Jetzt haben wir da wieder eine grössere Belastung. Ich frage mich jetzt einfach, klar, der Verkehr kommt von da oben nie. Aber eben auch teilweise von da. Selten, aber es gibt es. Okay. Das heisst, ich kann da schnell den da machen. Und das Ganze ersetzen durch so etwas da. Und mal schauen, wie jetzt der Verkehr aussieht. Die verstopfen jetzt einfach mal schnell die Fahrbahn, das ist auch okay. Ich habe es schlimmer gemacht. Glaub's. Die andere Frage, die sich mir stellt, die gehen jetzt alle nach rechts weg da. Ja, also ist es auch. Ich verstehe es nicht, weil das sind ja die von der Industrie kommen. Wenn die zurückfahren wollen, können ja die da über die Straße zurück. Nein, die müssen über die Straße zurück. Scheiße. Aber das ist ja gerade das Lustige. Die gehen ja nicht zurück, sondern die gehen wieder zurück ins... also die gehen schon zurück, aber ins Industriegebiet. Und irgendwie, ich raff's nicht. Ich verstehe es nicht. Wieso das so ist. Ich verstehe es echt nicht. Die verstopfen mir da nur die Straße. Wie sieht es aus mit einem kleinen Kreisverkehr? Der da. Der hätte da eigentlich Platz. Aber die Mülldeponie ist mir im Weg. Super, oder? Was ich könnte machen, wäre hier noch eine Straße überziehen. Die andere Frage ist, bringt das etwas? Wohl kaum. Einfach nur, dass ich den Verkehr ein bisschen weg hätte. Wie lange geht das noch? 23% voll, okay. Aber es lehrt sich. Es lehrt sich, langsam aber sicher lehrt sich's. Ah, Mann.
Ich muss irgendwie einen anderen Ausgang finden für das Ganze da. In Theorie wäre eigentlich schon viel geholfen, wenn ich da würde einen Ausgang machen. Oder wie wäre es, wenn ich jetzt einfach da noch eine Straße aufziehe? Da könnte man eigentlich schon probieren. Und zwar vielleicht eine vierspurige, das muss ja nicht ganz so eine grosse sein. So einfach da aufziehen. Die wäre dann aber als Einbahn gedacht gewesen. Habe ich mal wieder nicht viel überlegt. Und das sind die, die man ja nicht als Einbahn haben. Das ist wunderprächtig. Wunderprächtig, es läuft. Okay, da so. Okay, jetzt aber. Schauen wir mal, ob das etwas bringt. Wäre schön, wenn. Und was wäre eigentlich, wenn ich jetzt da noch würde sagen, machen wir da noch eine Verbindungsstrasse hin, die einfach nur rausführt. Ach so, testweise. Wird das genutzt, ja oder nein? Was ich auch gemerkt habe, KI ist nicht gerade sehr intelligent von diesem Spiel. Tut mir leid, dass ich jetzt das muss anmerken, aber es ist leider so. Und zwar, jetzt angenommen das Auto da, hat sich entschieden, ich will rausfahren. Und fahrt aus was für Gründen auch immer nicht da raus. Dann ist das so, dass das Auto halt einen festen Weg eingeplant hat und das fährt nachher nochmal den ganzen Weg ab. Das ist leider so. So, jetzt gehen wir mal da ein bisschen schneller in der Zeit voran, um zu schauen, wird die Straße genutzt, ja oder nein. Mich dunkt es nämlich überhaupt nicht, also die bringt überhaupt nicht die Straße da. Nein, die bringt gar nichts. Also kann die gerade so gut auch wieder weg. Tschüss. Und wie sieht es da unten aus jetzt? Da staut es sich halt immer noch ein kleines bisschen. Ist zwar der Verkehrsfluss ist ein bisschen besser geworden, aber nicht extrem. Leider. Aber besser geworden. Schauen wir nochmal schnell auf der Karte. Da ist er besser geworden, da ist halt immer noch schlecht. Und zwar weil da natürlich auch die Straße von einer ziemlich dicken Straße in eine ziemlich dünne Straße übergeht. Und ich kann da momentan nicht bauen, weil ich da den Friedhof habe. Was ziemlich blöd ist. Ein Gebäude steht in Flammen. Oh wei, oh wei. Die Feuerwehr steht in Flammen. Nein, Grundschule. Aber kein Problem, die Feuerwehr war wieder näher gewesen. Alles gut. Alles gut. Ja, genug vom Verkehr, sonst fange ich da noch an zu ragen. Anderes Problem, und zwar Industrie. Wir brauchen Industrie. Und zwar ganze Haufen. Aus was für Gründen auch immer ist da die Industrie nicht mehr zugewiesen. Mache ich doch das gerade wieder. So, ich hoffe, das langt. Mal fürs Erste. Und da ist aus was für Gründen auch immer auch keine Industrie mehr. Da hätten wir einfach überall Industrie hin, wo wir können. Bam. So. Gut. Das ist auch noch Industrie. Ich denke, die Industrie ist jetzt wieder gut. Was jetzt wieder fehlt, ist natürlich noch Gewerbegebiet. Gewerbegebiet, würde ich sagen, mache ich später mal, weil ich muss zuerst mal schauen, dass da das Problem mit dem Verkehr ein bisschen besser wird. Die Leute sind eigentlich alle zufrieden, mehr oder weniger. Wie sieht es da aus? Interessiert mich nicht. Da, was ist das? Müll. Müll sieht eigentlich auch recht gut aus. Funktioniert, scheint zu funktionieren. Da haben wir da haben wir die Lärmbelästigung. Es ist jetzt natürlich klar, dass wir da halt eine sehr hohe Lärmbelästigung haben. Ich weiß nicht, wie ich das umgehen kann.
Ich denke, das hat einfach hauptsächlich mit dem Verkehrsfluss zu tun. Wenn wir sehen, ja da ist riesig viel Verkehr, natürlich auch Industrie. Was haben wir denn da? Kriminalität. Wie sieht es aus mit der Kriminalität? Das ist eigentlich ziemlich niedrig, das finde ich gut. Bevölkerungsdichtung ist natürlich da, wo wir die grossen, dicht besiedelten Sachen haben, ist die natürlich sehr hoch. Da sehen wir jetzt auch hauptsächlich Erwachsene, die nicht in Sättigen da und Familien halt eher in kleineren Sachen, in kleineren Häusern. Senioren machen ganz einen kleinen Teil aus. Was sind denn da die Senioren? Keine Ahnung. Junge Erwachsene haben wir auch wenig Haushalte. Jugendliche natürlich ganz Haufen. Was? Ja, ist schon gleich. Geld. Ja, Geld haben wir alle, das ist gut. Was ist das da? Stadtviertel. Wir haben ja hier 2 Stadtviertel, das und das. Das ist okay. Wasserversorgung ist eigentlich überall gewährleistet. Dann haben wir hier Bildung. Bildung sieht eigentlich nicht ganz schlecht aus. Wir haben ein paar Häuser, die wenig Bildung haben, aber das ist zu verkraften, zu vernachlässigen. Dann Gesundheit. Gesundheit sieht eigentlich durch das Band aus ziemlich gut aus, außer halt jetzt gerade da umeinander. Da kann ich leider nicht ändern, weil ja da die Mülldeponie ist, wenn ich mal fälschlicherweise auch nicht gebaut habe. Dann Verschmutzung. Ist klar, da haben wir natürlich eine sehr hohe Verschmutzung und dann sowieso im Industriegebiet ziemlich eine hohe. Ja, so soll es sein. Dann, wie sieht es aus mit Feuersicherheit? Feuersicherheit ist eigentlich ziemlich schlecht, aber das macht gar nichts. Das lasse ich jetzt mal so. Transport, ja, läuft. Dann haben wir hier noch ausgehende Verbindungen. Die natürlich alle exportieren und die paar importieren und der Tourismus ist da. Das ist okay, das, so wie es läuft, so wie es muss sein, schön aufteilt. Naturrohstoff haben wir da oben, was ist das? Fruchtbares Land. Und da natürlich Wald, ja, sehen wir ja. Da haben wir ein bisschen Bäumchen. Und was ist das da? Freizeit. Freizeitaktivitäten sind da unten natürlich relativ rar. Ist klar, weil da unten ist schon ein relativ neues Gebiet da. Das ist okay so. Absolut okay. Ich bin zufrieden. Jetzt kann man das wieder zumachen und jetzt kümmere ich mich mal um das, was wichtig ist. Wir brauchen Industriegebiet. Dann würde ich sagen, ist doch das als Industriegebiet da noch. Mal schauen, ob das schon etwas bringt. Das müsste eigentlich genug sein. Schauen wir mal. Lassen wir es mal laufen. Ich war natürlich immer auf dem Schnellen dort. Es läuft, es läuft, es läuft. So, jetzt Feuerwehr. Ich würde doch trotzdem da gerne noch eine Feuerwehr haben. Und eine Polizei vielleicht noch nicht. Aber im Park, die haben gesagt, die haben wenig Freizeitmöglichkeiten, also geben wir ihnen doch die Möglichkeit für Freizeitaktivitäten. Vielleicht da so. Ich habe zwar keine Ahnung, dass man in einem Industriegebiet Freizeitaktivitäten braucht, aber ist okay, ich mache es jetzt einfach, weil ich sonst nicht anders zu tun habe. Ist jetzt böse gewesen, ich weiss. Ja komm, da ist so schön im Strassenecken innen. 20. Sie freut sich. Sie freut sich. Schön zu wissen, schön zu wissen. Da könnt ihr in der Mittagspause da ein bisschen picknicken und so. Ich habe keine Ahnung, für was die Freizeit brauchen im Industriegebiet, aber okay, jetzt haben wir es. Da müssen wir natürlich dann auch noch schauen wegen Freizeitaktivitäten. Und wie sieht es aus? Räumung beendet, das ist ja wunderbar, da können wir nämlich da sagen und tschüss. Da freut sich natürlich alle Anwohner, ist ja klar gewesen. Jetzt müssen wir mal schauen, wie sieht es aus mit dem Krematorium. Können wir schon Krematorien bauen? Natürlich nicht. Wir brauchen 16'000 Einwohner, wir haben momentan 14'416, nicht gerade sehr viel. Also nicht genug. Gut, dann wie sieht es aus? Bildungstechnisch haben wir genug, habe ich vorher gesehen. Polizei haben wir eigentlich auch genug. Wir haben eigentlich vor allem genug. So, da brennt es. Feuerwehr. Könntest du bitte ausrücken?
Oder ist da nichts drin? Nein, anscheinend nicht. Also Feuerwehr hat es zwar, aber wahrscheinlich sind sie gerade am Picknicken. Die Picknicker. Falls ihr die Anspielung versteht. Ah, das ist sowieso abgebrannt. Ah, gut, okay. Nevermind. Sozusagen. Alles klar. Ja, ihr habt jetzt gemerkt, vielleicht in dieser Aufnahmesession gehe ich jetzt eher ein Probleme an, als dass ich jetzt am Bauen bin, weil ich will die Probleme gelöst haben, damit ich dann nachher wieder einen guten Spielfluss habe. Das ist mir sehr wichtig, weil sonst bin ich die längste Zeit nur am Problem lösen und das habe ich auch nicht so gern. Das hat eigentlich niemand gern. Darum jetzt gern Problem lösen. Okay. Ich sehe gerade, die Straße hier bräuchte es eigentlich gar nicht. Weil na komm, ich lasse. Ist jetzt gleich, ich lasse. Was? Ah ja genau, da. Wie sieht es da? Ah ja, ich muss ja... warten wir noch ein bisschen. Dann, wie sieht es da unten aus? Wir haben da schon wunderschöne Hochhäuser. Ah ja, was ich auch noch sollte machen mal, wäre mit Stadtrichtlinien. Wie wäre es denn, wenn wir das Recycling einschalten? Das Recycling ist ziemlich wichtig, damit die Müllansammlung sich ein bisschen reduzieren. Es gibt zwar ein geringere Steuereinnahmen, aber das macht gar nichts. So, Rauchverbot. Ich finde, Rauchverbot gehört irgendwie zu der Meinungsfreiheit. Wer will rauchen, soll das machen. Also soll ich das machen, mir gleich. Freizeitnutzung. Das erhöht die Steuereinnahmen ein bisschen, erhöht die Tourismuseinnahmen ein bisschen, verringert die Kriminalität und erhöht das Polizeibudget um 15%. Ich finde das eigentlich nicht schlecht. Was steht da? Die legale Freizeitverwendung kontrolliert... warte mal schnell. So. Die legale Freizeitverwendung kontrollierter Substanzen lockt noch mehr Touristen an, erfordert im Gebiet aber erhöhte Polizeipräsenz. Okay, ja, finde ich gut. Und kostenlose Nahverkehrsmittel. Keine Einnahmen durch Ticketverkäufe. Denke ich, kann ich verkraften. Und erhöhte Nahverkehrsnutzung finde ich eine gute Sache. So, und jetzt Besteuerung. Oh, nein. So. Dann habe ich eigentlich mit dem Mikrofon wieder rauf. Hätte eigentlich näher am Bildschirm müssen. So. Nein! Da, Besteuerung, jetzt endlich. Steuererhöhung für gegenbesiedelte Wohngebiete. Da haben wir eigentlich von Hand schon alles eingestellt. Das finde ich in Ordnung, wie es momentan ist. Stadtplanung. Kleinunternehmen Enthusiast. Was ist das? Vergünstigungen für Kleinunternehmen. Gebäude in Grimm blablabla verdoppelt ihre Verkäufe. Unterhalt kostet natürlich dann umso mehr. Grossunternehmen Wohltäter. Vergünstigungen für Grossunternehmen, Gebäude in dicht besiedelten Gewerbegebieten verdoppeln ihre Verkäufe, Unterhalt 2. Industrieflächenplanung. So, was heißt das? Ermöglicht der Industrie durch die Nichtbeachtung einiger Sicherheitsregeln noch effizienter zu arbeiten, verdoppelt die von Industriegebäuden produzierten Waren, Unterhalt 6 pro Industriegebäude. Hightech-Wohnhäuser verwandelt Wohnhäuser in viel angesagtere Smart Homes, was den Bodenrichtwert um sie herum erhöht. Erhöht den Bodenrichtwert etwas, Unterhalt 4. Ich würde sagen, das machen wir noch einmal. Hochhausverbot bin ich eigentlich dagegen und Verbot für starkes Verkehrsaufkommen. Verbieten Sie starke Verkehrsaufkommen in einem Gebiet, sorgen Sie dafür, dass es optimale Routen gibt. Ja, da bin ich jetzt momentan noch dran. Ich denke, das ist in Ordnung. Mal schauen, wie das sich jetzt so auswirken. Also Feuerwehr, wie wäre es, wenn du... Also das ist schon abbrennt, ja gut, dann... Tschüss. Okidoki. Und da ist auch noch eins abbrennt. Nicht. Ich ignoriere das jetzt momentan ziemlich krass, weil es interessiert mich überhaupt nicht gerade momentan. Ich habe andere Probleme, ernsthaft. Aber sonst gesagt, mein Industriegebiet recht cool aus, dunkt es mich. Also ich bin absolut zufrieden. Ich bin mir gerade am überlegen, ob ich da echt noch so eine Straße aufziehe. Da hätte ich nämlich gerade noch so einen Streifen Platz. Ich mache jetzt das einfach mal. Und sage dann da
du bist natürlich alles Industrie. Was ist das da? Bürogebiet? Nein, wollte ich eigentlich nicht. Dicht besiedeltes Gewerbegebiet wollte ich eigentlich auch nicht. Nein, ich wollte eigentlich schon nur Industrie. Industrie ist gut. So. Und die Nachfrage nach Industrie ist relativ hoch. Ich hoffe, das bringt jetzt etwas, was ich da am machen bin. Dann weiter geht's mit Gewerbegebiet. Wir sollten mal wieder ein paar neue Blöcke erstellen. Ah, da sehen wir schon da die Smart Homes, glaube ich. Die sehen recht cool aus, muss ich sagen. Okay, das heisst, ich mache jetzt da mal... Wie wäre es mit so etwas da? Einfach mal so zur Abwechslung. Ja, das finde ich gut. Das finde ich okay so. Dann können wir nämlich hier sagen, machen wir da ein kleines Hochhausgebiet, würde ich meinen. Da so, und dann machen wir da noch dicht besiedeltes Gewerbegebiet so. Und vielleicht da noch so. Und dann vielleicht noch ein Bürogebiet da so. Dann brauchen die natürlich auch noch Arbeiter. Und das ist okay. Dann kann ich nämlich dann da sagen, da hätte ich eigentlich gern so der Streifen noch normale Häuser. Also normale Häuser, einfach, ja, normale Wohnhäuser. Gut. Mal schauen, ob das fruchtet. Müsste eigentlich alles in Ordnung sein. Gut, dann haben wir da einen Brand, es brennt. Feuer, wo bleibt die Feuerwehr? Feuerwehr, hallo, wo bist du? Da kommt sie. Da kommt das Tütenauto. Natürlich Nummer 1, weil alles andere wäre Verschwendung. Die Thornton Residence. Okay. Mal schauen, ob die den Brand unter Kontrolle bringen. Wahrscheinlich ja nicht, weil mit einem Auto kommst du nicht ganz so weit. Wir sind gespannt. Schafft er es? Wird der Edward Campbell ein Held? Und wenn ja, ja. Er hat es geschafft. Edward. So, du bist der Held des Tages. Bam. Und... sieht unsere Stadt nicht geil aus? Also ich finde, die sieht geil aus. Schauen wir doch da mal einfach so zuerst über das Industriegebiet hinweg. Da sehen wir all die bösen Schornsteine und im Hintergrund, schön auf dieser grünen Fläche drauf, unser kleines Städtchen. Sieht schon geil aus. Gehen wir mal ein bisschen weiter rein. Da haben wir alles ein bisschen flächeres Gebiet und da wieder mit all diesen schönen Hochhäusern. Sieht geil aus, wirklich, sieht geil aus. Da ist irgendwo etwas abgebrannt anscheinend. Ich weiss ja nicht, für was ich Feuerwehren baue. Ich weiss es echt nicht. Oder ob die irgendwie ein grösseres Budget brauchen oder so. Schauen wir doch noch das Budget an. Wie sieht es aus mit dem Budget für die Feuerwehren? Feuerwehren haben eigentlich genug Budget, aber komm, geben wir denen noch etwas höheres von 120%. So. Ich denke, das müsste lange. Bus, der hat schon. U-Bahn, ich bin kein Fan von U-Bahns. Das Problem ist halt einfach, dass nicht extrem viel Platz ist. Das finde ich eigentlich sehr schade. Und, ja genau, das Polizeihauptquartier, wo nach wie vor noch nichts zu tun hat, weil es einfach ganz falsch steht. Machen wir das gerade so da hin. Wieso auch nicht? Ziehen dann natürlich noch schnell einen Strom. Ah, da hat es ja schon Strom, das ist ja wunderbar. Wie sieht das mit Wasser? Wasser hat es auch. Das ist ja perfekt. Gut. Haben wir das gelöst. Dann haben wir da, was ist das da? Was bist du? Du bist ein Busdepot.
Alles klar, Busdepot dort, das finde ich absolut gut. Da fehlt Wasser. Das finde ich ja schade für euch. Ich sage, ziehen wir das Ganze einfach jetzt mal ganz runter da, weil früher oder später komme ich sowieso bis dort runter. Ich weiss schon, dass ich den nicht hätte müssen ziehen, hätte wahrscheinlich gelangt, wenn ich den gezogen hätte, aber hey, wer hat's, der hat's. Wer es hat, der hat's. So wollte ich es eigentlich sagen. Ihr wisst ja ich und so Sprüche. Wir sind keine guten Freunde. So, jetzt da haben wir natürlich ein riesiges Gebiet, wo wir können unterteilen in was auch immer. Ja, ich sage das so, das ist mir doch gleich. Natürlich. Um Eis geht es natürlich nicht. Ah, dann müsste ich auch eins weiter rüber. Weißt du was, ich ziehe jetzt einfach da noch ein bisschen weiter. Und dann sage ich ab da. Da oben. Schön gerade, wenn es geht. Bamsk. Du bist da oben. So. Dann machen wir auch noch von daher, da über. Bamsk. Gut, also Wasser solltet ihr jetzt alle haben. Wie sieht es eigentlich aus mit der Wasseraufbereitung? Weiß ich gerade nicht. Wir brauchen Gewerbegebiet. Bevor ich da abschweife in andere Gefilde. Wir brauchen Gewerbegebiet. Machen wir doch einfach mal wieder ein bisschen eine dickere Straße. So da. Nein, das ist blöd. So. Bam. Das ist blöd. Das ist blöd. Ah, das ist alles blöd. Okay, machen wir es so. Dann haben wir halt dort noch eine kleine grüne Fläche. Und ab dann machen wir immer schön wieder unterteilt. Das heisst, etwas so in diesem Stil da. Etwas da hin. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Das ist aber alles nicht so schlimm. Das ziehen jetzt halt einfach da so runter. Nein, das stimmt aber auch nicht. Ah. So, jetzt aber. Gut. Dann haben wir da, sagen wir doch, noch ein bisschen Wohngebiet, normales. Nein, ich habe noch eine bessere Idee. Die haben ja mal geschrauen nach, wir haben so wenig Parks. So, jetzt bekommt ihr euren Park. Bam. Dann bekommt ihr da noch einen Grillplatz. Bam. Und vielleicht noch so etwas da. Und vielleicht noch so etwas da. Und that's it. So, die müssen eigentlich jetzt genug Parks haben. Und dann können wir für den Rest von dem Zeug sagen, du bist... das da. Du bist noch Wohngebiet. So. Dann können wir hier sagen, du bist Gewerbegebiet. So nämlich. Gut. Ah, das sieht doch nicht schlecht aus. Ich würde sagen, ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr seid es auch. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Bye, bye.